Ditmal vertellen wir noch mehr von dem großen Konflikt während das selbstgemerkte Gebot oder Verbot, dass die Gommerhäfen nicht an die Traktors gebraucht worden dürfen. En die tijd, als de conflict während die Gommerhäfen nicht mehr zwischen Ooms und Breida, aber auch zwischen Breida und Breida, und zum Teil auch zwischen Ooms und Ooms, als sehr groß geworden wäre, dann vertelt ein Bruder, der Tenendoktor von Gnadenfeld, Isaac Dick, niemals, dass der älteste Isaac am Dick auf eine Notkerk der Breida dort vergestellt hat, dass ein gewisser Bruder, der all war seine Gommerhäfen an seinem Traktor braucht, niemals wird Matten von der Gemeinde ausgeschlossen worden. Und dann hat der Älteste, der Breida war, die Gelegenheit gegeben, seine Entscheidung mit einem Stellschwiegen gut zu halten. Aber dann hat er gesagt, dass ihm das nicht reicht, in biblisch schein, einem Bruder von der Gemeinde auszuschließen, deswegen, dass er seinen modernen Traktor auch mit seinen reichmäßigen modernen Gommerhäfenrädern braucht. Und als der Älteste ihm dafür kritisiert hat, dass er nicht mit Stellschwiegen geantwortet hat, dann hat er gefragt, ob die Breida nicht dort zu der Notkerk durchgeholt worden, um ihre Meinung auszusprechen über bestimmte Verhandlungen. Und dann hat der Älteste gesagt, nee, die Breida wurden dort zu der Notkerk zurückgeholt, dass sie nie unterstützen sollen. Willst die Breida ab Bruderschaften in Notkerken eigentlich nicht sollen, je in der Ohmsehre oder je in dem Ältesten seine Entscheidungen wird sagen, während die Bruderschaften wie in den Gommerhäfen und Traktors und zu den Notkerken, wenn dort am Gommerhäfen vorher Verhandlungen ging, meistens immer mal so eine Breida gekommen, die auch je in den Brücken von Gommerhäfenrädern und Traktors wären. Aber dann, auf eine von der letzten Bruderschaften wie in der Gommerhäfenfrau, wo der Älteste Unterstützung sagt von der Breida, zum nochmal weiter noch strenger mit Gommerhäfenfahrer zu verfahren, wären auch sehr viel Breida gekommen, die Gommerhäfenräder brauchten und die Freiheit haben wollen, die zu brauchen. Und als der Älteste der Breida abfordert, mit Stellschwiegen ihre Zustimmung zu geben, dass die Ooms nochmal weiter strenger mit den Gommerhäfenfahrern arbeiten sollen, dann kriegt er dort mal kein Stellschwiegen. Die Breida wurden sehr laut. Beide Seiten wurden sehr laut. So eine Breida, wo die Gommerhäfenräder brauchten und Freiheit haben wollen, die zu brauchen, und so eine Breida, wo die Ooms ihre Unterstützung geben wollen, mit den Gommerhäfenfahrern noch strenger umzugehen, wurden beide sehr, sehr laut. Und viele Breida an beiden Seiten waren auch sehr persönlich dabei. Von den Breida, die je in das Gommerhäfenräder brauchen wären, sehen einige dort klar und laut aus, dass einige Ooms, und besonders nannten diese Breida den einen Oom, Abraham Dick, beim Namen und sehen, dass er an den ganzen Konflikt während der Gommerhäfenräder in der Gemeinde schuld war. Und von den Breida, die Gommerhäfenräder brauchten und Freiheit haben wollen, die zu brauchen, beschuldigten einige den Ältesten Isaac am Dick und sehen, dass er schuld war an den ganzen Konflikt, wo die Gemeinde angeraten war. Das ging auf diese Bruderschaft für ein Stückchen sehr, sehr laut her. Als das einmal zwischen ihnen ein bisschen stiller wird, dann sieht ein junger Bruder, Schuld an diese ganze Sache ist nicht Isaac Dick, auch nicht Abraham Dick. Schuld ist das Gesetz, was Menschen während der Gommerhäfenräder gemerkt haben, wie es dort nicht auf biblischen Grund steht. Dort wir wohl auch so, dass einige Ooms nicht wirklich je in das Brücken von Traktors mit Gommerhäfenräder wären. Und dort wussten die Breida auch gut. In der Streit zwischen den Breida, die je in Gommerhäfenräder wären, und die Breida, die Freiheit haben wollen, ihre Gommerhäfenräder zu brauchen, die wir all lang für die Bruderschaft durch. Die fängt nicht auf diese Bruderschaft an. Aber nu dort so viel Breida die Schuld öffentlich auf Abraham Dick geschoben haben, so sagt das wenigstens, nu wird bald weiter eine Bruderschaft geholt, Abraham Dick das Predigeramt wahrzunehmen. Und um diese Bruderschaft leiden, wo Abraham Dick sein Amt wahrgenommen worden soll,
brucht Isaac am Dick den nie gewählten Mitältesten Bernhard Weber. Für diese Bruderschaft soll Abraham Dick erst am Kirchenstiefje sitzen bleiben. Er soll nicht mit an die Kirche kommen und mit der anderen Prediger Staub auf die Kanzel sitzen. Aber er kam doch hinein und saß auf seinem rechtmäßigen Platz. Die Brüder wussten alle, dass diese Bruderschaft dort aufgeholt wird, dort Abraham Dick dort Prediger wahrgenommen worden soll. Und an dem neuen Ältesten seine Predigt kam Krieg dort auch mehrere klar zum Verschieden. Der Älteste nannte Abraham Dick, wenn er direkt von ihm redet, nicht einmal Er nannte ihm einfach Abraham Dick. Und als der neue Älteste auf diese Bruderschaft mit seiner Predigt zum Ende gekommen wäre, dann seht er kort und klar, dass er uns Abraham Dick von seinem Amt losgemerkt haben wollen. Und dann, so ist das immer Wort auf Bruderschaften, seht er, wenn die Brüder dort auch so ansehen aus der Oms, dann können sie dort mit einem Stillschweigen beantworten. Aber die Brüder ihre Antwort wäre dort mal sehr weit auf von einer Stelle Ja-Antwort. Die Brüder waren an beiden Seiten sehr, sehr laut. Wenn das mit der Zeit war dazwischen ein Stelle war, dann fragte die neue Älteste, war da noch eine Stelle Ja-Antwort. Aber beide Seiten waren immer sehr laut. So lieber ging das all zum dritten Mal. Und dann, als das war ein bisschen stiller war, dann stellt Isaac am Dick sich hinter der Kanzel an und redet zu den Brüdern. Ich weiß nicht mehr korrekt, was er alles sieht, aber ich erinnere mich noch klar, dass zu dem einen, was Isaac am Dick da sieht, stund Heinrich Dick ab und sieht, Isaac, das was je nu sehen, dort ist nicht ganz so, als je dort sehen. Isaac sah sich bald weiter an, und der neue Älteste stellt sich weiter hinter der Kanzel an. Und das Mal sieht er zu den Brüdern, dass Abraham Dick dort Predigeramt aufgenommen worden soll, dass es gar nicht bloß durchwehen, dass er nicht mithelfen will, hier in der Gummreifen zu arbeiten. Er will auch haben, dass Gemeindeglieder nicht von der Gemeinde ausgeschlossen worden sollen, wenn die aus sich selbst kommen und bekennen ihre Sünden, was sie begonnen haben. Als der neue Älteste diese Beschuldigung gemerkt hat, dann stund Abraham Dick ab und sagt, Brüder, ich kann so schwer hören, ich habe dort nicht ganz klar vernommen, wofür ich nu beschuldigt worden sie. Aber mir hielt sich dort so, dass wir da wären, dort ich bleib, wenn der Mensch seine Sünden bekannt, dann soll wir willig sein, an zu vergeben und nicht noch erst auszuschließen. Und wenn dort das ist, wo ich nu für beschuldigt worden sie, dann, liebe Brüder, will ich dort sagen, dass ich dort an Gottes Wort so verstehen kann. Und als Verältester meiner Simons hat mir an seinem Buch, an meinem Glauben an diese Sache noch sehr gesteuert. Als er das gesagt hat, dann sagte Abraham Dick sich weiter an. Aber als neue Ältester seht dort auch, wenn wir dort so daunen würden, als Abraham Dick dort haben will, dann würden wir die Menschen in Sinn leben, was sie ausgefangen wären, würden dann bekennen kommen, dann doch noch weiter wieder an ihre Sinn leben. Nur diesem fragt der Älteste, der Brüder, noch ein letztes Mal eine Stelle Ja-Antwort. Und der Brüder nicht die Gelegenheit zu geben, weiter laut zu werden, seht er eigentlich mit demselben Odem. Dann nehmen wir dort dafür an, dass Abraham Dick das Predigeramt hiermit wahrgenommen ist. Und dann lässt er 14 Jahre die ausgeschriebene Schlusswort, kriegt so aus der zum Schluss auf jeder urkundliche Bruderschaft vergelesen worden. Der erste Satz von dieser Schlusswort lautet ungefähr so. Dann lasst uns nu Gott danken für den großen Frieden, den wir miteinander genossen haben und so weiter. Großen Frieden haben wir übrigens nicht genossen. Und so schwindet aus der Brüder vernehmen, dass nie Ältester dort für eine freudig aufgeschlossene Sache nein, dass Abraham Dick dort Predigeramt wahrgenommen wäre, stunden sehr viele Brüder ab und gingen den Schlusswort lesen, der ich alle 3 Kirchen deren vor sich gerührt. Wir können von dieser Bruderschaft noch sehr viel mehr Einzelheiten von Unschicklichkeiten an beiden Seiten vertalen, aber dort wird dort vielleicht schwer merken, dabei sachlich zu bleiben.
Und ich glaube, wir haben genug davon gesagt, zum Verstehen, was an Wirklichkeit passiert auf dieser Bruderschaft. Von unserem nie gewählten Ältesten wird allgemein sehr positiv geredet, was hier, als er in alle Kirchen seine erste Predigt als Ältester vergebracht hat. Für eine kurze Zeit hört man, wann Gruppen von Brüdern taub wo stunden und vertelden, ab Utrops, in der Stadt, ab Gastgebets und so weiter, dass man viel davon redet, dass in der Gemeinde durch diesen neuen Ältesten vielleicht bald alles wird kennen, mit mehr Leib geregelt worden. Aber die Brüder Vertal ändert sich sehr bosig nur diese Bruderschaft. Ab einer Stelle hier ich Brüder mit sehr prostiert über unsere nie gewählten Mitältesten reden. Und der Konflikt zwischen den Brüdern wird bloß noch viel größer. Was passiert nach dieser Bruderschaft? Kurz nach dieser Bruderschaft kriegt jeder Prediger, Büter Prediger Abraham Dick, eine neue Liste von woher, wann er predigen soll. Und auf dieser neue sogenannte Predigerliste stand Abraham Dick sein Namen nicht mehr. Aber er hält sich an seine alte Liste und fuhr jeder Sonntag doch immer nur die Kirche, wo seine Liste sagt, dass er dort predigen soll. An dem ersten Sonntag Marien nach dieser Bruderschaft, als Abraham Dick da Kronstal an der Kirche, sogenannte Stäfje nennt kam, dann wir David Friesen auch all da. Einige Brüder, die selbst noch andere Kirchen fuhren, wären an diesem Sonntag auch an Kronstal an der Kirche, zu erfahren, was da passieren würde. Ich will hier nu ganz kurz gefort ungefähr weitergeben, was diese beiden Predigers im Kirchenstäfje zueinander gesagt haben sollen an diesem Sonntagmorgen. Abraham Dick frug David Friesen, wer hat die hergeschickt? Und David Friesen sagt, Isaac hat mich hierher geschickt, hier zu predigen. Und dann sagt Abraham Dick, und ich sie hierher geschickt von unserem lieben Gott. Dann will ich hier von der predigen. Und als Abraham Dick hinter der Kanzel ging, dann stunden etliche Gemeindeglieder ab und gingen rüt. Aber Abraham Dick predigt mit Tränen an seine Augen zu den Gliedern, was da geblieben wären. Was passiert an der folgenden Sonntag durch den 1959 Sommer? Weil Abraham Dick sich nur der alte Predigerliste recht, und jeder Sonntag daheim fuhr, wo diese Liste sagt, dass daheim traf, und alle anderen Prediger sich nur die neue Predigerliste rechten sollen, traf sich dort von dem Sonntag, von dem nächsten Sonntag an immer so, dass beide Predigers, Abraham Dick und Heinrich Dick, nur dieselbe Kirche kamen, dort zu predigen. Und wo deuten diese beiden Predigers dann jeder Sonntagmorgen entscheiden, wer von beiden predigen würde? Ich war ein junger Bruder und ich habe nicht gewagt, selbst noch zu fragen. Aber im Kronstal wären in Schaufglieder rütgegangen, als Abraham Dick da abgetreten war und gepredigt hat. Und scheinbar, nach allem, was man in dieser Teil davon reden hört, dann versuchten diese beiden Predigers ihre Entscheidung immer so zu merken, dass es so friedlich zugehen soll als möglich. Nur, als sie dachten, wo die Gemeindeglieder in jeder Kirche dort reagieren würden, wenn Abraham Dick abtreten würde. Wenn sie dachten, dass es eine gewisse Kirche dann vielleicht sehr viele Menschen rütgehen würden, wenn Abraham Dick abtreten würde, dann predigt Heinrich Dick da. Und Abraham Dick sagt besiegt. Und wenn sie dachten, dass da nicht sehr viel rütgehen würden, wenn Abraham Dick predigen würde, dann predigt er. Und Heinrich Dick sagt besiegt. Viele Brüder wollen dort verholen, dass Abraham Dick dort Predigerabend wahrgenommen worden wäre, aber vielleicht noch mehr Brüder bestanden darauf, dass das nicht geworden wäre, wie die Bruderschaft in großem Abruhr aufgeschlossen worden wäre, ohne dass es zu einem sachlichen Übereinkommen gekommen wäre. Wie es Isaac Dick Brüder zugerot hat, aus der Kirche rüzugehen, wenn Abraham Dick abtreten würde, fangen einige Brüder an, aus der Kirche rüzugehen, wenn er abtrat. Das wir
al weit en breit bekannt geworden, dat het in Rosenthal grote oproer geven kon, wanneer Abraham Dick doorpredigen wordt. En daar werden we aan dem Sonntag, als man damit rekent, dat Abraham Dick en Hennig Dick beide worden in Rosenthal aan de kerk zijn, dan werden ook wat breder naar de Rosenthal-kerk gekomen, die zelfs aan andere kerken waren. En met eenmaal kwam Hennig Dick uit dem Stiefje zo een beetje wat aan de kerk nam, wo de verzameling zat en luid, dat de Sänger mal aankomen zullen, en zeiden, er zijn vandaag keine Sänger gekommen. Aber wenn er weer aan de verzameling is, die dat Leid aanzagt en dat zingen leidt, dan waar we aankomen in de predigt verder. Een broeder, die ook een kerk zingen en een andere kerk weer, die zet van midden aan de verzameling dat Leid aan en leidt met een paar andere broeder top den gezang. De verzameling zong zoals gewöhnlich met. En dan kwamen die bij het predigten aan. En ditmaal droeg Hennig Dick de predigt ver. Vielleicht willst de Umstand willen verzekeren verterbegen, dat de oproer door niet te groot wordt. Als de predigt vergedreigd worden weer, dan zei dezelfde broeder waren dat Leid aan en leid dat zingen met de andere broeder top. En de verzameling zong waren zoals gewöhnlich met. Alles passiert ohne einen besonderen oproer. Wir müssen hier weiter auftreten von dir. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von dem verstärkenden Konflikt zwischen der kolonialen Leiterschaft und die Gemeindeglieder in Mexiko. Was nächstes Mal? Als Sie so erschränken.